sharing with people. Now please think more inward. Not, you see, just, you see, the numbing, distraction, just, you see, the through sensorial sort of organs, sensorial sort of experiences. That temporary sort of satisfaction may not remain long. And also the sensorial level sort of joyfulness experience can reduce, or let's say reduce, if mental level more worry, more anxiety. So mental level can be sort of acidic, joyfulness or bliss or some kind of satisfaction. Then sensorial level difficulties easily can overcome. Something like that. So here, my brothers and sisters, now I'm speaking a person whose age is now very nearly 77-year-old, and also a life not easy, go through a lot of difficulties. During this period, what I learned, mental level, calm of mind, peace, peaceful level, peaceful mental level, most important benefit to my own life. So we are saying, so I want to share with you, please look more inward. Use our inner ability or potential. Then your life, no matter what sort of difficulties, you can maintain or sustain inner strength. With that, fear reduces. That brings more self-confidence. So, no matter what the difficulties, with self-confidence and constant effort, we can overcome. I think practically, man-made problem we can overcome, because that problem basically our own creation. Logically, we have the ability to overcome these problems. That's my view. So, I want to share with you. That's it now. Lassen Sie mich ein paar Worte in meinem gebrochenen Englisch sprechen. Sie haben auch Ihren eigenen Dialekt. Wenn Sie als Österreicher wenn Sie Englisch sprechen, ich habe meinen eigenen Dialekt, ich weiß gar nicht genau, was ist denn indischer oder was auch immer. Auf jeden Fall, was ich mit Ihnen mitteilen möchte, ist, dass wir, wie ich schon sagte, wir alle gleich sind auf der Ebene unserer Menschlichkeit. Wir sind alle gleich, was unsere Emotionen betrifft, unsere grundlegende geistige Funktionen und Wünsche sind wir alle gleich, und wir haben auch ein gleiches Recht dazu, das zu erreichen, was wir alle im Leben möchten, nämlich Glück erlangen und Leiden, Schwierigkeiten von uns fernhalten. Wir alle haben diese tiefe Sehnsucht im Leben, Glück zu erlangen und kein Leiden erleben zu müssen. Darin sind wir alle gleich und auch im Recht dazu, das zu erreichen. Die Frage ist, wie können wir das erreichen? Häufig, besonders hier im Westen, setzen wir unsere Aufmerksamkeit doch sehr auf die äußeren Dinge. Wir haben sehr viel erreicht durch Wissenschaft, durch Technologie, auf materiellem Gebiet, Dinge, die unser Leben angenehmer gestalten. Das hat aber auch dazu geführt, dass wir doch zu sehr nach außen gerichtet sind, häufig unser Glück mehr in Ablenkung suchen, mehr in angenehmen Sinneseindrücken, immer wieder etwas Neues erleben zu wollen, was unser Leben angenehm gestaltet. Aber ich bin auch sehr viel herumgekommen, habe sehr viele Menschen gesehen,
Ich habe auch sehr reiche Menschen getroffen, denen es materiell gesehen unglaublich gut geht, die aber innerlich geprägt sind von Sorgen, von Unausgeglichenheit, von Frustration. Und das hat mich in meiner Überzeugung gestärkt, dass es nicht im Wesentlichen die äußeren Dinge sind, auch nicht das Glück, was wir erleben auf der Ebene der Sinneseindrücke, sondern das, was uns wirklich glücklich macht, sind innere Zufriedenheit und innere menschliche Werte, die wir in unserem Denken, in unserem Herzen entwickeln. Und deshalb ist es wichtig, deshalb möchte ich Sie auch dazu anregen, sich darauf stärker zu konzentrieren. Ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin jetzt, dieses Jahr werde ich 77 Jahre alt. Ich habe in meinem Leben sehr viele schwierige Perioden durchlaufen müssen. Viele Dinge, für die ich Verantwortung trage, die mir Sorgen machen können. Und trotzdem ist es mir gelungen, dank meiner Schulung des Geistes und der Konzentration auf innere Werte, eine innere Ausgeglichenheit und Entschlossenheit und Stärke zu bewahren. So kann ich Ihnen mitteilen aus meiner eigenen Erfahrung, dass es sich lohnt, mehr uns auf unsere inneren Werte, unsere inneren Stärken zu konzentrieren, unsere eigentlichen menschlichen Werte wie Mitgefühl, Anteilnahme. Und dadurch erleben wir mehr Stärke, mehr Zufriedenheit, mehr positives Selbstbewusstsein. Und das ist das, was ich Ihnen heute mit auf den Weg geben möchte, darüber nachzudenken, mehr die Konzentration auf das Innere zu setzen, als nur auf die vermeintlichen Annehmlichkeiten in der äußeren Welt. Herzlichen Dank. So now, today and tomorrow, I'm give a lecture on Buddhism. But I always stress people who have different sort of religious tradition. So I always stress it's very, very important and safer follow your own traditional religious faith. It's much more safer. At the same time, it's quite useful to learn different ideas, different sort of methods, particularly regarding promoting sort of, compassion, forgiveness, tolerance, and such sort of being you can learn from the tradition and use in your own traditional religious faith. So that's the one, I think, important factor to develop mutual respect, mutual understanding. So, my second commitment is promotion of religious harmony. So within that context, now, on the request of some people here, mainly Buddhist small community, they asked me some